Servus und Habidere beieinander zum Viva la Movolution Podcast. Der beste bayerische Podcast der Welt meldet sich zurück mit seinem nicht mehr sträflich vernachlässigten Format, den Wer bist denn du? Denn das haben wir in der letzten Zeit recht oft gehabt. Ich mach's wieder nicht allein, Kani, Habidere. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich da mitmachen darf. Auch wenn ich nicht der bin, der in das Format eingeladen worden ist, obwohl es eigentlich wert war. Ja, aber gut, aber die müssten wir nicht mehr vorstellen. Alle Leute, die ganze Welt weiß eigentlich, wer du bist. Sollte sie wissen, ja. Wir haben heute zu Gast den unglaublich tollen Christopher Tauber, den wir mir im Hardline Filmfestival dieses Jahr, also 2026, kennenlernen haben dürfen, weil er in der Jury gesessen ist. Und so, Christopher, servus und habe ich dir jetzt erst einmal. Ja, servus, Burm. Ich versuch's einmal und danach nie wieder. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ja, schön, dass du Sehr bist. schön. Du hast ja im Festival schon bewiesen, dass du dem Bayerischen gut lauschen kannst und alles gut verstehst. Das qualifiziert dich ja schon, dass du bei uns dabei sein darfst, weil andere, die hätten schon gesagt, weißt du was, ich lasse mich da auf den Krampf gar nicht ein, weil ich verstehe nicht mehr, was die von mir wollen. Aber du bist sehr willig, das Ganze zu verstehen, was wir da ablassen, oder? Ja, richtig. Ich bin ja auch oft in Bayern, also mindestens alle 2 Jahre beim Comic-Salon in Erlangen. Gut, manche sagen, das ist vielleicht etwas zu nördlich für Bayern. Lass mal durchgehen. Und ich bin sowieso gern in Bayern. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ist nicht so wie die Kommentare, die wir zum Beispiel schon gehabt haben. Ich glaube, bei die Apple Podcasts, wo es drunter war, 1-Stern-Bewertung, ich verstehe kein Wort. Da versteht man ja gar nichts. Ja, ist eine Herausforderung eigentlich beim Hören, oder? Ja, also ASMR kann man ja dann woanders sich abholen. Du, andere Leute hören so Geschichten und lernen da Englisch dabei und bei uns kann man aktiv Bayerisch lernen. Also so schlecht finde ich uns nicht. Nee, ja nicht. Das ist ja der beste Podcast der Welt. Nicht gerade Bayerische der Filmpodcast. Nein, nicht der beste bayerische, sondern der beste. Ah, okay. Christopher, dass alle Leute ein bisschen abgeholt sind, erzähl mir ein bisschen von dir, wer du bist und was qualifiziert dich, dass du heute bei uns dabei bist. Oha, so eine Sache hast du ja schon vorweggenommen. Wir haben uns ja beim Hardline Festival dieses Jahr kennenlernen dürfen. Da saß ich in der Jury. Das heißt, ich muss ja irgendwie ein bisschen was mit Film am Hut haben oder an der Mütze. Ich bin aber eigentlich, wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, komme ich eigentlich vom Gedruckten, nämlich von Comics. Also ich bin Comiczeichner und Autor, mittlerweile auch Autor für Nicht-Comics, also für Romane, also Belletristik, wenn man so will. Neben meiner Tätigkeit erlaube ich mir manchmal den Griff zur Kamera und mache kleine, sehr günstig hergestellte Kurzfilme. Sehr, sehr selten, weil es ist selten viel Zeit dafür. Genau, also das ist das Ganze so ganz, ganz oberflächlich zusammengefasst, was mich vielleicht qualifiziert. Und ich mag Horrorfilme. Ja, und du bist ein sympathischer Kerl, das qualifiziert dir dann sowieso schon, dass du bei uns dabei bist. Vielen Dank. Weil Deppen lobt man mir nicht ein in der Regel. In der Regel. In der Regel, es gab einmal eine Ausnahme, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Was? Wer war das? Ja, keine Namen. Das reden wir darüber, wenn die Mikros aus sind, dann können wir nochmal alles klar. Die Info raus. Ja. Du, weil du sagst, die Kurzfilme, wo kann man denn die sehen dann? Das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst, dass du sowas machst. Ich habe die auf YouTube hochgeladen, beziehungsweise ich habe eigentlich habe ich beide, die auch tatsächlich, sage ich mal, so ein bisschen sehenswerter sind. Also ich will mich jetzt nicht schlecht machen, aber viele andere Sachen. Also ich habe beispielsweise so ein paar Kurzfilme zu meinem ersten Roman gemacht. Das war ein Horrorbuch für Kinder, eigentlich so ein Kinderhorrorbuch ab 12, also vielleicht auch Jugendbuch, oder ab 11 war es, glaube ich. Da habe ich so einen Trailer gemacht und so eine Fake-Sendung mit, wo die Legenden aus dem Ort, an dem das spielt, quasi kurz vorgestellt wurden. Ein bisschen albern, aber ich glaube, mein Claim to Fame sind meine beiden Entspannungshorrorfilme, die beide auf alten TV-Formaten basieren. Da wäre zum einen Zuschauen, Entspannen, Nachdenken und Zombies. Der ist schon eine Weile alt. Das war schon so in dieser Zombie-Hochphase. Zu der Zeit habe ich mich viel mit Zombies beschäftigt. Ich habe auch in dem Verlag, den ich damals noch gemacht habe, den Zwerchfell Verlag, eine Zombies in Deutschland Kurzgeschichten-Anthologie-Reihe, langes Wort, herausgebracht und auch 2 Geschichten selbst geschrieben dafür. Ach, wo man dann den Zombie-Ausbruch in Berlin sagt oder in Nürnberg oder irgendwie sowas, oder?
Richtig. Ich muss mal gerade überlegen. Ja, von dir habe ich auch was mitgekriegt. Das sagt mir was, ja. Ja, es gab eine Geschichte, die spielt in München, um Bayern abzudecken, Stuttgart, Frankfurt. Dann wurde es mehr so nördlich. Also ich habe die nicht mehr alle im Kopf, aber wir haben ein paar Bände gemacht. Und also München ist für Bayern schon mal vertreten. Vielleicht war auch irgendwas in Franken dabei, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wird das Format kosten? Der Comic, wird der kosten? Die Reihe hieß Die Toten. Ja, doch, die kenne ich. Die Reihe, ich glaube, da warst du nicht dann sogar mit dem Weekend of Hell oder Weekend of Horrors mit den Comics. Dann habe ich die damals schon gesehen, aber noch nicht gewusst, wer du bist. Weil da war ich da an dem Stand und hab mir das angeschaut und mir gedacht, was ist das für eine geile Idee? So, siehst du, so schließt sich der Kreis. Ja, voll. Genau, wir hatten, um die Tour zu den Comics noch weiter zu fahren, wir hatten 2 Ausgaben mit Panini sogar zusammen gemacht. Die haben dann, die waren dann einfach überzeugt davon, dass das Konzept irgendwie funktioniert. Wir haben mit unserem kleinen Verlag auch wirklich viel davon verkauft. Witzig, die Ausgaben bei Panini haben sich total schlecht verkauft. Und uns wurde vorgeworfen, dass wir Sellouts wären, weil wir jetzt zu einem großen Verlag gegangen sind. Also totaler Quatsch. Zumal wir auch da, also unser Verlag da weiterhin die Redaktion drauf hatte. Also Panini hat es eigentlich tatsächlich nur gedruckt und in Vertrieb gegeben. Ja, aber so kam es dann auch wieder zu uns zurück und dann haben wir noch ein paar Bände bei unserem Indie-Verlag gemacht. Und ich habe nach diesem Zuschauen, Entspannen, Nachdenken und Zombies Kurzfilm, der eigentlich nichts anderes ist als beruhigende Landschaftsaufnahmen, weil so war das Konzept der Sendung Zuschauen, Entspannen und Nachdenken, die in den 80ern im deutschen Fernsehen lief. Viertelstunde, Waldaufnahmen, rauschende, plätschernde Bächlein, Vogelgezwitscher und sonst nix. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein geiles Konzept. Ich habe das immer gern sonntags gesehen, so während, weiß ich nicht, der Teenagerzeit, wenn man dann irgendwie vom Wochenende zum Ausgang zerstört irgendwie vor der Klotze hing. Und habe gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen wie so eine Lavalampe im Fernsehen. Und was, wenn da jetzt auf einmal ein Zombie durchläuft? Und dann habe ich halt eben bin mit Freunden in den Wald und wir haben halt einfach die Kamera in den Wald gestellt und haben uns geschminkt und sind dann einfach durchgelaufen durchs Bild. Der ist auf YouTube und der lief dann auch auf einigen Trash-Festivals und da habe ich dann, hat mich jemand gefragt, so ja, und wann machst du die schönsten Bahnstrecken Deutschlands und Zombies? Und dann habe ich gedacht so, ja, das muss ich eigentlich machen. Und dann habe ich das gemacht mit einer kleinen Dampfkleinbahn hier im Kurort, die vom Kurort Bad Orb, der bei mir in der Nähe ist, ins schöne Wächtersbach fährt. Und ich habe, ich glaube, 100 Leute zusammengetrommelt und habe eine Dreiviertelstunde diese Fahrt gefilmt mit mehreren Kameras und entlang dieser Bahnstrecke eben Szenen der Zombie-Apokalypse inszeniert. Ist ein One-Take tatsächlich, obwohl, merkt man natürlich nicht, weil es schneidet zwischen den einzelnen Kameras hin und her, aber wir haben eine Fahrt gemacht, das in einer Fahrt gefilmt, 2 Wochen lang vorbereitet und der Quatsch ist auch auf YouTube. Den gibt's in der puren Version, einfach nur mit Fahrtgeräuschen und Geschrei. Am Ende wird's sehr laut. Und ich habe eine Version gemacht, in der ich die hessische Rundfunk-Radiolegende Werner Reinke vors Mikrofon geholt habe. Und ich habe den so einen Quatschtext geschrieben, sowas wie unterwegs im Karwendel oder so, keine Ahnung. Also diese typischen drittes Programm-Sendungen, wo irgendeine Region beschrieben wird. Und der hat die eingesprochen, völlig unironisch. Und die Version gibt's auch und das ist eigentlich meine liebste Version. Aber die sind öffentlich auf YouTube, weil dann hauen wir die Dinge in die Shownotes. Die sind alle auf YouTube. Dann hauen wir den Link da in die Shownotes rein, weil ich möchte es mal anschauen und dann weiß der Corby Bescheid, was er zum Tor hat. Und hey, 100 Statisten für so einen Kurzfilm, das ist mehr als der Ittenbach teilweise für seine ganzen Filme hat. Ja, das ist krass. Ich hatte das große Glück, dass es zu der Zeit gab es eben auch in diesem Städtchen Bad Orb eine Gruppe an Menschen, die leerstehende Gebäude und Scheunen jedes Jahr zu Halloween als Haunted Houses bespielt haben. Und die waren natürlich sofort dabei, als ich gesagt habe, Leute, ich brauche 100 Zombies. Und dann haben die alle ihre Kinder mitgebracht. Die Kinder sind auch alle irgendwie involviert und dürfen mal in die Plastikgedärme reinbeißen. Und ja, also war eine saftige Sache.
Perfekt. Ja, geil. Stark. Ja, müssen wir uns anschauen, das hört sich cool an. Ja. Du bist auch ganz groß bei die 3 Fragezeichen drin. Da haben wir jetzt noch gar nicht zum Sprecher gekommen. Ja. Erzähl, wie kommst du zu die 3 Fragezeichen? Wie groß man eben, sag ich mal, in so einem Dorf der Riesen sein kann mit dem kleinen Medium Comic. Ich bin seit 2000, lass mich überlegen, 13? Ja, ich glaube, ich bin seit 2013 bei den 3 Fragezeichen dabei. 2015 kam das erste Buch raus, an dem ich mitgearbeitet habe, und zwar bei den Graphic Novels. Also ich habe angefangen damals noch mit den beiden Autoren Ivar Leon Menger und John Beckmann. Die haben die Story geschrieben und ich habe die Zeichnung gemacht. Der erste Band war der dreieugige Totenkopf. Und ja, seitdem mache ich das. Jetzt sitze ich gerade am 7. Band. Wir haben in der Zwischenzeit auch 3 Classic-Fälle adaptiert. Und ich habe die erste Reihe gemacht, in der die 3 Fragezeichen erwachsen geworden sind. Also zweimal das Tabu gebrochen, einmal sie bildlich dargestellt, was ja auch irgendwie nicht so wirklich passiert ist, jetzt mal abgesehen von den Filmen, und sie dann alt gemacht. Und dazugekommen bin ich tatsächlich darüber, dass ich vom Verlag gefragt wurde. Also Kosmos hat damals nach Leuten gesucht, die Comics zeichnen, und die haben so eine Art Casting gemacht. Also sie haben 3, 4 ZeichnerInnen gefragt und man hat dann eben diese Aufgaben bekommen, so mach mal 2 Seiten, zeichne mal die Figuren, wie du es dir vorstellst. Und am Ende haben sie gesagt, das, was du eingereicht hast, gefällt uns am besten. Es war auch ein okayer, bezahlter Pitch. Also es wäre nicht schlimm gewesen, wenn ich es nicht gewonnen hätte. Aus damaliger Sicht, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, hätte ich eine Menge verpasst, wenn ich es nicht bekommen hätte. Aber auch damals habe ich dann gedacht, so, dann machst du einen Band, das interessiert doch keine Sau. 3 Fragezeichen, das Hörspiel. Die Leute wollen alle nur das Hörspiel, vielleicht noch ein bisschen die Bücher. Nee, aber es läuft richtig gut. Ich mache auch Lesungen mit den Comics. Bin jetzt auch dieses Jahr noch auf ein paar Stationen auf Tour. Nächstes Jahr im Januar, Februar, März dann noch verstärkt mit dem aktuellen Band. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen wie so ein Traum, den ich gar nicht hatte. Also ich habe nie davon geträumt, dass ich mal die 3 Fragezeichen zeichnen werde, obwohl ich Fan war und bin. Aber natürlich ist es sowas, ne? Also du arbeitest jahrelang als Comiczeichner im Indie-Bereich, machst Auftragsarbeiten, meistens irgendein Werbekram, und dann kommt auf einmal der Verlag, der eine deiner absoluten Lieblingsserien verlegt und sagt, ja, wie sieht's aus? Willst du einen Comic machen? Das ist schon surreal. Das passiert eigentlich nicht, ne? Also insofern ist es schon so ein wahr gewordener Traum. Aber auch ein bisschen ein Albtraum, weil, wie das immer so ist, wenn was Arbeit ist, das Fansein leidet jetzt nicht so sehr drunter, aber in der Freizeit, ja, beschäftige ich mich nicht mehr so oft mit den 3 Fragezeichen, weil sie eben Arbeit sind. Mhm. Ja, kann ich verstehen, dass man da dann irgendwann ein bisschen Distanz auch haben möchte vor dem, was man den ganzen Tag vor sich hat, oder? Ja. Also, hast du da dann eigentlich auch einen Backlash gekriegt, weil du gesagt hast, du hast 2 Tabus gebrochen, einmal die dargestellt und dann auch noch gealtert? Gab es da dann auch irgendeinen Shitstorm oder sowas? Ich hoffe, es gab einen Chipstorm für mich. Aber nee, ja, also einen Shitstorm gab es nicht, aber es gab natürlich Leute, die das doof fanden. Weil die gibt's ja immer. Ja, aber es gab ja auch schon Leute, die Toten doof fanden. Und wahrscheinlich davor auch schon, ich habe ja auch davor schon Comics gemacht, da gab es bestimmt auch schon Leute, die doof fanden, vielleicht nicht in so einer Masse, aber zum Glück bei den 3 Fragezeichen Büchern, an denen ich beteiligt bin, sind die Leute, die es mögen und super finden, in der Überzahl. Sonst hätte der Verlag auch gesagt, ja, es wird sich ja sonst nicht verkaufen, und der Verlag guckt in allererster Linie aufs Geld. Ja, ist ja klar. Und wenn sich was nicht verkauft, oder wenn ich irgendwie so ein richtig schlimmes Tabu brechen würde, was gar nichts mit den 3 Fragezeichen zu tun hätte, also wenn ich irgendwie eine schwierige politische Gesinnung hätte und die da reinbringen würde, was ich jetzt aus meiner Sicht nicht habe, ja, aber ich glaube, dann wird die Redaktion mich auch so rausschmeißen, ohne dass das jemand erfährt. Oder der Justus Jonas plötzlich ein Trump-Wähler war oder sowas, oder? Der Justus Jonas. Ja, und alle haben's Glatzen und Springerstiefel. Was glaubt ihr? Ich meine, ja, man muss es ja eigentlich, ne, also 50% der Amerikaner sind ja irgendwie Republikaner, die anderen 50 sind Demokraten. Also bei 3 Leuten
Also mindestens einer müsste ja eigentlich. Vom Durchschnitt. Was denkt ihr? Wer würde am ehesten die Republikaner wählen von den dreien? Wir sind jetzt auch gerade zu dritt. Wer ist bei uns? Mike? der mit der Glatzen wahrscheinlich. Der Ganz klare Sache. Na, Moment. Oh, zwei Glatzen. Ich hab's nur ein bisschen versteckt. Wir haben ja ein Mehrparteiensystem. Also wir sind da fein raus, ne? Also, stimmt, ja. Ja, und ich meine, na klar, die sitzen da ja auch in ihrer Bubble in der Zentrale. Die Fragezeichen war jetzt auch eher so als Gag. Wobei, ich weiß es nicht. Ich will lieber nichts sagen, nur spekulieren. Ich bin erst vor kurzem, weil ich höre es jetzt nämlich auch gerade, auf das Buch gestoßen, Die Auferstehung vom Andreas Eschbach. Kennst du das auch, Christopher? Nein, also dass das existiert, ist, ja, das weiß ich. Aber ich habe es nicht gelesen. Ich habe beim Hören, also ich habe momentan das Hörbuch drin und bin jetzt bei ungefähr der Hälfte und da habe ich ganz oft an das denken müssen, was du mir eben im Hardline verzeiht hast über deinen gealterten Justus Jonas. Ja. Also das war also, das ist etwas, wo ich mich jetzt wirklich reinfuchsen habe müssen, weil das spielt so wirklich so 25 Jahre nach die 3 Fragezeichen, nach dem Ende der 3 Fragezeichen und gemeinsamer Fall führt sie jetzt quasi zusammen und sie haben aber eine schwere Vergangenheit, beziehungsweise sie haben sie dann nicht freundschaftlich getrennt und jetzt finden sie wieder zusammen. Ja, der Inhalt ist mir grob bekannt. Und das ist schon schwer zum Hören, sage ich jetzt einmal. Also das ist schon ganz, ganz anders wie das, was ich jetzt die letzten 35 Jahre gehört habe. Ja. Also praktisch mit 20 angefangen hast, Mike. Genau, ich bin ein wenig spät eingestiegen mit 20. Ist es dann eigentlich, wenn du sagst, du hast jetzt die eben auch ein bisschen altern lassen, sind dann ein bisschen ist gut. Also im Prinzip habe ich das 4 Jahre vor dem Eschbach gemacht mit Rocky Beach. Heißt die Graphic Novel. In meiner Geschichte ist es im Prinzip die gleiche Ausgangssituation. Ich habe das Ganze halt ein bisschen konkreter zeitlich verortet. Also ich habe gesagt, okay, die 3 Fragezeichen sind in den 60ern erfunden worden. Das heißt, die waren Ende der 60er da irgendwie 12, 13 Jahre alt. In Rocky Beach sind sie Mitte 40. Also muss es in den 90ern spielen. So schon mal. Und die Geschichte bezieht sich halt, also spielt in Rocky Beach, bezieht sich sehr auch auf die Stadt, auch so ein bisschen auf das Amerika dieser Zeit. Im Prinzip, ja, ist es das, ich weiß jetzt nicht, ob es dasselbe ist es sicherlich nicht, aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. Nur, ja, ich habe es halt zuerst gemacht. Bevor irgendwas cool. Aber sind dann auch die Geschichten, die Inhalte, sind die dann auch eher an erwachseneres Publikum schon gerichtet oder bleibt die 3 Fragezeichen eher für junge Heranwachsende, auch in dem Alter? Die Graphic Novel Rocky Beach ist ab 16. Oh, also das okay. Ist vielleicht auch das erste 3 Fragezeichen Produkt, was, sag ich mal, eine Altersbeschränkung hatte, weil es eben gleich zu Beginn Tote gibt. Es gibt Drogen und Sex, also alles, was das Erwachsenenherz begehrt. Ich orientiere mich da sehr. So machen darf. Ich orientiere mich da sehr an klassischen Noir-Literatur, also Raymond Chandler, Dashiell Hammett, aber auch so ein bisschen Pulp Fiction, die ich gern lese. Also es ist sehr düster und es ist, ja, ich würde schon sagen, sehr erwachsen. Ich wollte aber trotzdem, dass eben so ein Teilaspekt dieses, sagen wir mal, diese idealisierte Kindheit, dass die jetzt nicht komplett zerstört wird, aber es wird schon an ihr gekratzt. Also es wird schon an der Idylle von Rocky Beach ordentlich gekratzt. Ja, okay, spannend. Bist du da auch schon drinnen, Mike? Weil du bist der 3 Fragezeichen-Fan von klein auf, oder? So ungefähr. Ja, nur ich bin jetzt mit den Comics, ich bin nimmer so der Comic-Leser. Aber auf die sehe, dass ich mich jetzt da ein bisschen eben auch mit dir, Christopher, vor der Aufnahme ein bisschen beschäftigt habe ich mir gedacht, ich muss mir jetzt wirklich ein paar von den Comics rauslassen und mir das einmal alles anschauen, weil es mich doch auf die sehe, dass ich jetzt da dieses Hörbuch daher, das Thema Erwachsene 3 Fragezeichen interessiert mich doch mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Und ich muss mir das jetzt echt einmal holen. Ja, nach Rocky Beach kam dann, eigentlich glaube ich zeitgleich mit der Dingsbums vom Eschbach Justus Jonas raus. Da wird die Geschichte aus Rocky Beach fortgesetzt, aber die ist
quasi das Konzept, was der Justus-Jonas-Band aufmacht, ist, dass jeder von den Detektiven auch eine eigene, quasi rückblickende Geschichte bekommt in einer bestimmten Zeit. Also bei Justus ist es so, die spielt in den 70ern. Da ist er quasi 19 geworden, geht nach Hollywood, versucht sich nochmal als Schauspieler, weil er ja Kinderschauspieler war. Und das zieht natürlich auch viel aus dem Kolorit der Zeit. Also so ein bisschen Manson Family, der Weiße Hai wird erwähnt, Hippietum, also beziehungsweise der Niedergang des Hippietums und so ein bisschen das Aufkommen, sag ich mal, gut, die Christen kommen nicht drin vor, aber es ist so ein bisschen das. Panic vielleicht, oder? Nee, so Panic ist ja eher so 80er. Der Peter Shaw Band, der gerade in Entstehung ist, der spielt in den 80ern. Da geht es aber eher um frühe Computertechnologie. Das Ganze spielt auf so einer Computermesse, Verkaufsmesse. Und jetzt sitze ich gerade an Bob Andrews, der wird Ende der 80er spielen. Und ja, führt dann diese Klammer, diese Rocky Beach Geschichte, die so quasi im Hintergrund weiterläuft, dann auch zu Ende. Also dann hat man quasi eine Quadrologie. Spannend. Wie schaut es halt aus auch mit den aktuellen Kinofilmen? Die kommen ja auch sehr gemischt an, weil alle sagen, hey, das sind nicht meine 3 Fragezeichen, wie ich die im Kopf hab. Ja. Oder man sagt, hey, das ist eigentlich so das Beste, was man bisher von den 3 Fragezeichen gesehen hat. Wie stehst du dazu, zu den aktuellen Kinofilmen? Ja. Arbeitest du da auch mit? Da wäre auch interessiert. Bist du da irgendwie involviert? Nee, involviert bin ich da nicht. Ich habe den ersten gesehen, den fand ich auch ganz gut. Ich fand ja auch die alten, die sie da in Südafrika gedreht haben, mit den Amis als Co-Produzenten, die fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Die waren ein bisschen nervig. Ich habe die erst mit meinen Kindern angeschaut. Wir haben uns jetzt wirklich alle gegeben. Und da muss ich echt sagen, diese alten 2, also der Justus Jonas ist ja da ein Arschloch. Er ist ja nicht nur ein Wichtigtuer und ein Angeber, er ist ja ein Arschloch. Und diese Gadgets, die es dann teilweise haben, das hat mich so genervt teilweise. Also mit denen bin ich echt nicht warm geworden. Also das mit den Gadgets fand ich ganz cool, weil Justus das halt in den alten, ganz frühen Bänden auch gemacht hat. Ne? Also, okay. Das ist halt so ein True to its Roots. Das ist irgendwann verloren gegangen, aber in den ersten Bänden baut Justus ja ständig irgendeine komische Erfindung, die eigentlich auch schon total fantastisch ist und zu der Zeit vollkommen Science-Fiction war. Deswegen fand ich das ganz cool. Okay. Jetzt bei den neuen hätte ich einen großen Kritikpunkt und das ist natürlich auch kleinlich. Das ist die Besetzung von Justus. Er hätte sich ja mal die Haare schwarz färben können, aber ich weiß, es ist die Marke des Schauspielers, dass er dieser blonde Junge ist. Aber Justus hat rabenschwarzes Haar, da bin ich echt kanonmäßig, bestehe ich drauf, weil ich den einfach auch so sehe. Ich kann das aber gut abstrahieren, ob das jetzt meine 3 Fragezeichen sind oder jemand anderes, ist am Ende egal. Ich fand den ganz gut. Den nächsten, nach habe ich nicht gesehen. Ich werde jetzt aber, freue ich mich tatsächlich drauf, kommt jetzt ja, glaube ich, im August der nächste Nacht in Angst. Ja. Weil der basiert schon. Ich glaube, ja. Ich denke, oder kommt der erst nächstes Jahr? Ich weiß es nicht. Okay, das war natürlich mega. Also, weil das ist einfach eine super Folge. Das ist auch eine meiner, ich glaube, es ist bei ganz vielen Leuten eine Lieblingsfolge, weswegen sie es auch gemacht haben. Die ist super, ja. Und das ist halt cool zu sehen, so okay, sie nehmen jetzt eben, gut, Toteninsel war ja auch von André Marx, also von einem der deutschen Stammautoren und einer der ersten deutschen Autoren. Und das ist super. Da freue ich mich drauf. Den gucke ich mir auch auf jeden Fall an. Cool. Ja, aber Toteninsel, das war so ein Ding, der war für das, dass er dann der Film so kurz war, ist das Hörspiel zu komplex. Obwohl ich aber auch nicht wirklich ein Fan von dem Hörspiel bin. Also bis zu einem gewissen Punkt, also die ersten 2 CDs finde ich noch ganz cool, nur den Schluss dann, das war dann nicht mehr so ganz meins. Aber so von der ganzen Umsetzung, wenn ich dann das sehe, so am Anfang, das Ermitteln dann in Rocky Beach und so, da kommt schon starkes 3 Fragezeichen Flair auf. Also ich komme mit den Filmen sehr gut klar, muss ich sagen. Überraschend gut. Also der Karpatenhund, den fand ich super. Das war der letzte, oder? Kann es sein? Nein, der zweite.
Der letzte war jetzt die Toteninsel war jetzt die letzte. genau. Der letzte Film. Und da vorne ist halt auch cool beim Karpatenhund, dass halt wirklich auch Elemente aus andere Hörspiele, also bei mir sind es immer Hörspiele, ich habe die nie gelesen, da mit dabei sind, wie zum Beispiel die Comic-Diebe oder so. Das haben sie dann noch schön mit eingeflochten, dass es aber trotzdem auch noch einen Sinn ergibt und auch die Geschichte halt noch auf die 1,5 Stunden oder Stunde 45 bringt. Und den fand ich bis jetzt am gelungensten. Aber auf Nacht in Angst gefällt mir natürlich sehr. Also das ist auch eine von meinen Lieblingsepisoden. Und ich befürchte auch irgendwie, dass das dann mit der Besetzung dann auch der letzte ist, weil die werden dann, also man kennt ja jetzt das Alter schon stark an. Ja, aber Stranger Things auch wurscht. Das stimmt. Naja, die drehen ja irgendwie die Dinger back to back, ne? Also vielleicht haben sie noch 2 oder 3 drin. Das war aber mega. das ist ja eh so ein Ding, ne? Mit dem Altern. Das ist ja auch tatsächlich das, was mich dann eben zu Rocky Beach inspiriert hat, das überhaupt dem Verlag zu pitchen, weil, naja, also ist es ein Fluch oder ein Segen, ewig jung sein zu dürfen als Figur oder als Charakter, ne? Ist es ein Fluch und ein Segen für eine Serie und für die Macher? Das ist die große Frage, die natürlich auch im Raum steht, wenn man überlegt, die Sprecher, sie werden ja nun auch nicht jünger und werden es auch nicht ewig machen können. Was passiert, wenn die es nicht mehr machen? Das ist ja der Elefant, der im Raum steht bei der Serie. Und ich glaube, das wäre ein größerer, naja, ich will jetzt nicht sagen, ja, doch schon Verlust oder halt ein größerer Shock to the System, wenn die halt irgendwann mal sagen, nö, reicht jetzt. Wir haben jetzt irgendwie 300 Fälle gelöst, jetzt genug. So, was passiert War dann? verständlich. Auf 4 Jahrzehnte, meine ich, da kann man dann schon irgendwann sagen, jetzt, das war's jetzt. Oder man kann einfach nicht mehr, weißt du? Das ist ja, man muss ja sagen, man nimmt einer die Still, das ja trotzdem ab. Also das ist schon ein krasser Kontrast, wenn es da wieder mal eine alte Folge hast, meine Kinder, oder mein Großer, der hört jetzt hauptsächlich da die klassischen Folgen, die ersten 20 mittlerweile. Und wenn ich dann wieder aktuelle her, das ist dann, wie du vorhin gesagt hast, der Shock to the System, das ist dann wirklich, man kennt es dann wirklich doch stark, aber es funktioniert trotzdem noch. Also es ist wirklich verblüffend, wie das trotzdem halt von den Klangfarben, von den Stimmen her immer noch funktionieren kann. Ja. Am krassesten finde ich echt bei Peter, bei dem denke ich immer, der altert irgendwie nicht. Ja. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wie wenn man halt jemanden 20 Jahre nicht gesehen hat und dann steht er auf einmal vor einem. Und wenn man jemanden 20 Jahre lang jeden Tag oder jede Woche sieht, dann fällt einem das überhaupt nicht auf, wie die Person altert. So ist das, ja. Es ist dann wie bei der Pokémon-Serie, das war auch ein Stich ins Herz, als der Asher vor mir eine neue Stimme gehabt hat. Ganz, ganz schlimm. Also Mike, du bist ja eh gerade im Fieber mit den Buben. Voll. Warte noch, wenn da mal erstens mal schon der Zeichenstil wechselt und dann auch noch die Stimme wechselt, dann ist eigentlich zum Fernsehen kaputt hauen. Okay, wird's dann, wird das so schlimm? Also die Stimme geht gar nicht und der Zeichenstil ist gleich noch schlimmer. Okay. Ja, das ist aber mit der Fanbase. Apropos, Christopher, du bist doch bestimmt ein He-Man-Fan, oder? Ups. Also ich hatte He-Man-Figuren als Kind und die Hörspielkassetten, aber wir hatten kein Kabel oder Sat bis zu einem bestimmten Alter. Also ich bin damit nicht aufgewachsen und deswegen konnte ich die Zeichentrickserie nie sehen. Okay. Und so ist das ist wirklich so ein Ding, das ist in der Kindheit geblieben. Also das habe ich nicht mitgenommen. Aber ich habe ich habe natürlich den Canon-Film gesehen. Aha. Und ich habe natürlich jetzt auch den neuen Film gesehen. Auf das wollte ich jetzt hinaus. Was sagst du? Du, also ich fand den auch wiederum, vielleicht bin ich da irgendwie leicht zu pleasen, wenn es irgendwie so ein bisschen mindless Entertainment sein soll. Ich fand den eigentlich ganz gut. Mich hat genervt, dass der Film dauernd meinte, er muss sich so ein bisschen anbiedern oder sehr stark anbiedern bei mir oder beim Publikum und so sagen so, hahaha, was machen wir hier eigentlich? Ist ja voll der Quatsch. Also das hätte ich 1-2 Mal okay gefunden, aber es war irgendwie gefühlt in jedem Satz und das ging mir irgendwann tierisch auf die Nerven. Aber eigentlich fand ich den gut, ich fand ihn ein bisschen zu lang und das hat mich genervt, aber ja. Ja, da bin ich bei dir. Das mit dem Humor, das war wirklich also eine Sache, die ich habe jetzt mittlerweile schon zum 3. Mal gesehen, weil er ja jetzt bei Amazon Prime drin ist. Und das ist wirklich dieser Humor, das ist wirklich das Manko an dem Film, aber sonst bin ich da schon stark begeistert. Ja, ne, also visuell ist das doch ein Fest. Auf jeden Fall. Also, Toller Skeletor.
Ja. Der war richtig Highlight. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass er so geil ist. Ja. Also richtig geil. Und auch diese coolen Effekte, da dieser Kampf, wo man meint, das ist CGI, wo es aber wirklich handgemacht mit der Kamera hin und her schießen. Das ist also da am Schlusskampf. Also auch handwerklich finde ich das ziemlich geil gemacht teilweise. Ja. Der fing ja auch sweet an mit der ganzen Story um Adam und mochte auch die Besetzung. Ich fand den durch die Bank weg echt super besetzt. Und ja, ich musste allerdings feststellen, es hat nichts mit den Hörspielen zu tun. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, mein Kleiner hört zurzeit die Hörspiele und die sind doch um einiges düsterer. Und die nehmen es auch mit der He-Man-Lore nicht so genau. Die birgen das allerweil recht hin. Und da fällt mir jetzt die Unterschiede schon auch stark auf. Also, der Film lehnt sich ganz stark an die 80er Cartoonserie an, ja. Ja. Das kennt man auf jeden Fall. Es hatte auch komischerweise nichts mit dem Canon-Film zu tun. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Bis auf ein Cameo vom Dolph Lundgren. Ja. Der war aber cool. Ja, das stimmt. Wir haben ja im Hotline schon mal geredet gehabt und da habe ich gesagt, dass eine von meinen Lieblingsepisoden, also unabhängig von dem, was du so machst, habe ich zu dir gesagt, das Dorf der Teufel ist eine von meinen absoluten Lieblingsepisoden. Die ist ja nicht erschienen in der Reihe, sondern das ist quasi unter der, jetzt habe ich irgendwas aufgeschrieben, das war, vielleicht, oder kannst du sagen, das ist eine spezielle Reihe, Planetarium-Hörspiele. Genau. Kannst du da noch was erzählen? Ja, es gibt seit bestimmt auch schon mindestens 10 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, gibt es regelmäßig Hörspiele, die extra für Planetarien aufgenommen werden, mit einem bestimmten Soundsystem. Die haben dann irgendwie so ein 3D Surround Sound und da haben sie tatsächlich die ersten beiden Graphic Novels oder Comics, wenn du so willst, adaptiert zu. Das war einmal der dreieugige Totenkopf und dann eben der zweite Band, das Dorf der Teufel. Und dann eben auch später, so quasi, wenn das seinen Run gehabt hat, in den Planetarien dann auf CD und bei Spotify rausgebracht. Den dreieugigen Totenkopf gibt's sogar noch auf Kassette. Oh, wie geil. Aber Dorf der Teufel hat mir so gefallen, weil das hat so richtig an Midsommar ein bisschen erinnert, so Wickerman, Midsommar und so, also das hat mir total gefallen, dieses Okkulte, was da mit drin ist, so das Sektenhafte ein bisschen. Das hat mir Wickerman sehr. Midsommar gab's ja noch gar nicht, als wir den gemacht haben. Ah, okay. Es war anders. Also ich bin zu der Zeit, wo ich das gehört habe, ich stehe im Christkindlmarkt bei uns und verkaufe gerade Kerzen und dann höre ich mir die Folge an und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Das ist anders, wie ich es gewohnt bin. Das ist düsterer, ein bisschen erwachsener. Und dabei war das wieder so ein Ding von dir. Das hat mir sehr gefallen. Ja, also den haben wir quasi zu dritt konzipiert, der Ivar, Leon Menger, John und ich. Und die beiden haben es dann geschrieben. Gibt einen kleine Unterschiede zur Graphic Novel, aber das fällt nicht weiter ins Gewicht. Ansonsten ist es ziemlich 1:1. Ich fand es so ein bisschen schade, also es ist dann doch erstaunlich, man denkt, so ein Comic, den hat man ja auch super schnell durchgelesen, auch wenn es 120 Seiten sind. Und ich fand dann aber doch erstaunlich, wie lang die Hörspielfassung geworden ist. Ich glaube, die geht ja mindestens 1 Stunde 40 oder 50. Ich glaube 90 Minuten meine ich es, oder? Meinst du 90 Minuten? Aber das ist trotzdem lang für ein 3-Fragezeichen-Hörspiel. Auf jeden Fall. Wenn du die ganz alten mal anhörst, wenn du da mal die Uhr laufen lässt, neben wie lang so eine Seite ist, 15, 20 Minuten maximal. Ja. Das ist total krass. Also das ist das Einzige, wo ich gedacht so, oh, das ist aber interessant, dass dann quasi so diese Geschichte, die den Comic füllt, für ein Hörspiel eigentlich schon wieder fast ein bisschen zu lang ist, fand ich. Ja, ist vielleicht auch was anderes, wenn man den dann, weil ich hab's im Planetarium tatsächlich gehört. Und im Planetarium sind halt alle, die Leute gehen da halt hin und behandeln das halt so, wie sie die 3 Fragezeichen behandeln. Du hast halt diese Rücklehnsessel, die wie in so einem erste Klasse Flugzeug sind. Und die Leute, die schlafen nach 5 Minuten ein, während dieses Spiel läuft. Das ist total absurd bei Hörspielen. Mir geht's da genauso. Ich laufe nämlich zurzeit zum Einschlafen immer He-Man laufen. Ja. Und ich dachte immer so gern,
mindestens die halbe Folge noch hören, aber nach 5 Minuten bin ich einfach weg. Und ich denke mir so, wow, jetzt kann ich mir die Dreiviertelstunde in 5 Minuten Etappen durchhören. Tolle Wurst. Das Problem bei 3 Fragezeichen habe ich tatsächlich auch wirklich mit einigen Folgen, tatsächlich auch so Lieblingsfolgen früher zum Einschlafen gehört habe. Mittlerweile kann ich die nicht mehr zum Einschlafen hören. Das wäre so wie, weiß ich nicht, wenn ihr irgendwie Textnachrichten von euren Chefs irgendwie zum Einschlafen hören würdet. Es ist irgendwie echt kontraproduktiv. Aber früher gab es so ein paar Folgen, ich kannte die erste Seite in- und auswendig, die zweite nie gehört. Also vielleicht einmal im wachen Zustand, aber halt 100.000 Mal zum Einschlafen und auch nie umgedreht, sondern immer wieder so, nee, ich will den Anfang, weil der Anfang, ich bin dann auch sofort weg. Und ich glaube, da bin ich nicht allein. Ich glaube, das geht vielen so. Ja. Und dann nochmal kurz vorher, wenn die Kassette rausspringt, quasi, wenn die erste Seite gar ist, und dann gibt es das Tack-Geräusch, weil aus, und dann wachst du mich kurz auf und dann drehst du dich nochmal um und schlafst weiter. Ja, genau. So war für mich immer das Intro von Die Gefährten Herr der Ringe, wenn ich mal was zum Anschauen und zum Einschlafen habe. Das ist für mich diese Erzählstimme, dieser Anfang ist so geil, da wenn ich die Augen zumache, das ist absolutes Schlafmittel für mich. Das ist krass, ne? Aber eigentlich ein Lob. Also ja, voll. Also das ist überhaupt nicht negativ, dass es langweilig ist, sondern es ist so angenehm, diese Stimme, diese Erzählung, diese Geräusche und so. Das ist so angenehm, dass ich mich, keine Ahnung, ich glaube, das letzte Mal habe ich mich so wohl gefühlt im Bauch von meiner Mom. Oha. Wenn du dann sagst, du hörst nicht mehr so viele 3 Fragezeichen, hast du dann andere Hörspielreihen, die du vielleicht auch unsere Hörer oder mir oder am Kani empfehlen kannst, was du sagst, hey, das geht vielleicht so in die Richtung? Also ich habe tatsächlich so als Methadon dann TKKG eine Zeit lang gehört während der Arbeit. Also die ersten beiden Bände habe ich komplett nur mit 3 Fragezeichen hören verbracht. Und beim 3. Band habe ich gesagt, nee, es geht einfach nicht mehr, ich komme nicht mehr klar, jetzt höre ich halt TKKG und die 3 Ausrufezeichen habe ich dann auch komplett durchgehört. Die Girls. Und muss sagen, ich finde die gar nicht so schlecht, wie viele Leute irgendwie behaupten oder gerne auf die schimpfen. Aber tatsächlich auch schon aus längerer Zeit her gibt's 2 Hörspielreihen. Ich glaube, also die eine war sehr kurzlebig und die andere wurde etwas länger weitergeführt, aber ich glaube, sie wird nicht mehr produziert. Das wäre zum einen Point Widmark, ist super, auch gerade, glaube ich, für Horrorfans, ist tatsächlich etwas gruseliger, geht ein bisschen mehr drauf. Oder ein bisschen Carpenter-Touch teilweise. Hat Stephen King, Carpenter-Touch, das Ganze spielt eben auch in Maine. Sind eben auch 3 Jungs, die haben einen Radiosender, Point Widmark, der Sender, der heißt wie die Stadt, ist so ein bisschen so eine Anlehnung an die Visitenkarte, es wird quasi in jeder Folge gesagt und dann sagt immer irgendein Erwachsener, den Namen kann ich mir jetzt leicht merken oder ganz schön clever. So, und ich finde es so ein bisschen, also das ist aus den frühen 2000ern, fing das an und ich fand's damals schon irgendwie so ein bisschen frischer, so ein bisschen erfrischend. Einer von den Jungs spielt Bass in einer Punkband. Natürlich hast du irgendwie den Haupttyp Jay, der ist wie Justus eigentlich komplett. Die anderen beiden kann man irgendwie schwer auseinanderhalten, weil sie stimmlich auch nah sind und jetzt nicht so krasse Eigenschaften haben. Der eine isst die ganze Zeit, der andere spielt in der Band. Vielleicht ist es auch dieselbe Person, weil dann gibt's noch den anderen, keine Ahnung, was der macht, aber der ist auch dabei. Das ist der Seppi bei uns im Podcast. Ja, genau. Der unsichtbare Vierte. Und es fängt immer ganz geil an, also die ersten Folgen immer mit so ein bisschen so einem Cold Opening, wo du dann irgendwie sowas hast, so Point Widmark im Jahre 1873 und dann ist irgendeine Siedlung und dann fällt der Dämon in die Siedlung ein und die Leute schreien und dann kommt so leichte Easy Listening Hörspielmusik und das Intro und dann sind wir in der Jetztzeit und dann passiert irgendwas, was mit diesem Ereignis in der Vergangenheit zu tun hat. Also ist auch so ein bisschen Gothic mehr. Und ja, also finde ich ziemlich cool, höre ich auch immer noch sehr, sehr gern. Und es gab eine richtig, richtig tolle, wie gesagt, sehr kurzlebige Hörspielreihe, basierend auf den Büchern von Kai Meier, die 7 Siegel. Und das ist wirklich, wow, scary shit, finde ich. Wenn man sagt, das ist so Kinder- und Jugendhörspiele,
Das ist richtig, das geht meiner Meinung nach volle Kanne auf Horror. Und da ist auch der Voicecast super, also die Sprecher sind toll, die Musik war klasse. Ja, also wenn man das noch irgendwo antiquarisch findet, auf CD oder Kassette, große Empfehlung. Hört sich gut an. Gleich mal notiert. Ja, bei Point Whitmark bin ich jetzt bei Folge 4 oder 5. Das finde ich sehr stark. Und erinnert mich momentan sehr stark an die Serie Widow's Bay. Ja, richtig. Es geht in die Richtung, oder? Es ist ein bisschen so locker flockig, hat ein bisschen einen Humor mit drin und bezieht sich aber dann auch wieder auf so Gruselsachen, die irgendwann 1800 oder 1600 irgendwann passiert sind, die sich jetzt auf das Dorf auswirken und so. Also das hat mich beim Hören ganz stark an die Serie erinnert. Das ist richtig, ja. Die hatte eine tolle Atmosphäre, Widow's Bay. Und ich fand ein paar Folgen richtig stark. Vor allem immer, wenn es um diese Patricia ging. Die Figur, die ist super und die Schauspielerin ist super. Und auch, da ist ja auch so ein bisschen, dieses Kultische mit diesem Fest, dieser Party, die sie gibt. Ja. Genau, mit dem Kochbuch. Boah, die war gut. Das war eine richtig gute Folge. Voll stark, ja. Das muss ich da noch anschauen. Unbedingt. Ja, doch. Am Mike selber habe ich nicht vertraut, aber jetzt, wenn du auch sagst. Dann muss was sein. Wenn wir schon beim Thema Film und Fernsehen sind, weil du ja sagst, du schaust gern Horrorfilme und so, hast du dann da irgendwie so Top-Filme, die du immer gern schaust oder auch wieder so Empfehlungen oder so? Was ist denn da so dein Steckenpferd horrortechnisch? Das ist schwierig, sich da jetzt zu beschränken. Ich hab eine Zeit lang sehr, 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 sehr viel Horror geguckt. Da habe ich für das Virus-Magazin geschrieben. Und Reviews geschrieben. Ja. Sag ich eigentlich, ihr seid jetzt die Ersten, wo ich das zugebe, weil ich habe das unter Pseudonym gemacht. Weil eigentlich wollten die wollten ursprünglich, dass ich halt Comics rezensiere. Und da habe ich, glaube ich, einen Comic rezensiert und dann habe ich gesagt, nee, Leute, das kann ich nicht machen. Das ist irgendwie Kollegenschelte austeilen. Das mache ich nicht. Auch unter Pseudonym habe ich da ein blödes Gefühl, wenn mir da jetzt ein Buch nicht gefällt und ich zerreiße es. Nee, das mache ich nicht. Gib mir doch lieber ein paar Filme. Und da habe ich dann, also sie haben schon, glaube ich, mich dann auch so zum Zombie-Spezialisten gemacht. Also haben mir ständig, und in der Zeit kam jeden Monat irgendwie 20 Zombie-DVDs raus. Das war die Hochphase Walking Dead, oder? Genau. Das ist da, wo das rausgekommen ist, hat wirklich jeder gemeint, der blau angemalt war, ja, ist ein Zombie, oder? Ja, genau. Und das war aber auch für Horror sonst eine gute Zeit. Also ich glaube, so die späten 2000er, frühen 2010er ist, glaube ich, so mittlerweile meine Lieblingshorrorphase. Und da gibt's einiges, wo ich denke, so, ja, das gerät irgendwie in Vergessenheit. Also ich bin ganz großer Fan nach wie vor von The Loved Ones, australischer Horrorfilm. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja. Der Torture-Porn eigentlich so ein bisschen, oder? Ja, findet ihr? Weil ich fand den schon ein bisschen. Ja, aber ich fand den jetzt im Vergleich zu anderen Torture-Porn-Sachen, der kam nicht mit so einer Moral um die Ecke und das hat, ich habe bei Torture-Porn sowieso keinen Spaß, aber der Film hat mich gekriegt, weil ich halt komischerweise zu allen Figuren, ich fand alle Figuren irgendwie nahbar und nachvollziehbar. Das fand ich total verrückt. Und die Hauptdarstellerin geht eben, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, es geht um ein quasi Ugly Duckling, das hässliche Entlein, die an der Schule gemobbt wird und die entscheidet dann zusammen mit ihrem Vater, mit dem sie allein in irgendeiner Hütte im Outback lebt, sie entführt ihren Prince Charming, ihre Abschlussballbegleitung einfach kurzerhand und macht den Abschlussball zu Hause und setzt ihm ordentlich zu. Und das eskaliert total. Finde den auch von der schauspielerischen Leistung ganz weit oben. Und überhaupt. Und der Twist dann ein bisschen so im letzten Drittel, wo es dann da sich noch entwickelt, das war auch sehr stark. Ja, genau. Hat sie nicht auch versucht, so ein bisschen Jeffrey Dahmer-mäßig das Hirn zum Kochen? War da nicht einer? Schon, mit einem Bohrer in den Kopf reinbohren und so. Ja, genau. Na, erstmal dieses die Stimmbänder ruinieren mit Chlorax oder was das war oder reingespritzt. Der war grob. Der war schon mies, Der war schon richtig heftig, aber er hatte irgendwie eben auch Herz und Seele. Das war jetzt nicht einfach nur stumpfes Gequäle. Ich fand den richtig gut.
Also ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten wird immer bleiben, dass ich sage jetzt bewusst einen der deutschen Verleihtitel Blutgericht in Texas ist einfach für mich ein unglaublich prägender Film. Ich finde ihn auch, er funktioniert auch immer noch extrem gut. Wir haben den letztes Jahr bei uns im Kino. Ich mache ja auch in Frankfurt so eine Horrorfilm-Kinoreihe in den Harmonie-Kinos. Cool. Kuratiere ich. Und da haben wir den in die 4K restaurierte Fassung gezeigt. Ein Genuss. Die haben Und jetzt wir habe bei ich uns auch gelesen, gesehen, in Vilsbiburg, da haben wir auch die Nacht des guten Geschmacks, den wir mir da präsentieren. Und da ist auch der Texas, Blutgericht in Texas gelaufen. Und das war Wahnsinn. Also wie du sagst, diese 4K-Version mit diesem Sound dazu. Wow. Also das Teil im Kino, gigantisch. Meisterwerk. Und da habe ich heute erst, wir haben ja unseren Kassettenschmerz heute gehabt, unser Newsformat, und da habe ich heute erst erzählt, weil ich glaube, Dark Sky Films und Knowing Verein, die zeigen den ja jedes Jahr als Jubiläum. Und da wird jetzt gerade eine handgezeichnete Fassung erstellt zu Texas Chainsaw oder ein Blutgericht in Texas mit, wie heißt das, Rotoskopie, ja. Genau, das ist, glaube ich, so wie Super. dieser Herr der Ringe-Film damals war, oder? Der Genau. hat auch die Rotoskopie-Effekte ganz groß auch dabei gestanden. Es wird kein KI dafür benutzt, sondern es wird alles Super. mit Rotoskopie und Hand gezeichnet. Also bin ich schon sehr gespannt, wie das dann ausschauen wird. Das habe ich nicht auf der Bingo-Liste gehabt, dass wir so etwas noch kriegen. ich habe das auch gelesen, ich bin da total begeistert von. Voll weil geil, weil das wie so ein Geschenk ist, dass du sagst, okay, du kannst den Film jetzt nochmal neu sehen, aber wir werden nichts ändern, der wird einfach nur anders aussehen und dich anders fühlen lassen. Und Rotoskopie, ich bin da ein großer Fan von. Vor ein paar Jahren kam ein sehr toller Rotoskopie-Zeichentrickfilm raus, The Spine of Night. Eigentlich auch so Dark Fantasy, sehr nihilistisch, auch so in dem Stil von den Ralph Bakshi-Filmen, der eben diese Art der Technik benutzt hat, eben auch bei Herr der Ringe. Ich würde genau Herr der Ringe, ja. Also Spine of Night ist auch auf Blu-ray bei uns erschienen, lief auf dem Fantasy-Filmfest, glaube ich, in dem Jahr. Absolute Empfehlung, wenn man auf sowas steht, also wenn man diese Art von Zeichentrick liebt und eben auch noch, sag ich mal, Fantasy für Erwachsene, hat natürlich so ein bisschen Schwermetall-Anleihen. Also fand ich auch ziemlich geil. Da habe ich Bock drauf, da bin ich schon gespannt. Dann haben wir jetzt auch gleich aufgeschrieben, den Nitro Spine, weil ich finde diese Retoskopie voll geil, diese Machart. Es ist natürlich auch super, das in einer Zeit zu machen, ne, wo KI irgendwie ziemlich viel überrollt und in uns gerade auch so bei Spezialeffekten in Filmen irgendwie jetzt sich natürlich manifestiert, dann zu sagen so, nee, wir machen wirklich so eine aufwendige, olle Produktion, finde ich ein tolles Statement. Voll, ja, finde ich auch geil. Das ist eine wirklich Kunst und handgemacht, das ist einfach schön und nicht irgendwas zusammenklaut von der KI. Ja. Da habe ich nicht viel Bock drauf. Aber was mich nur interessiert hat, so als Comiczeichner, wie stehst denn du eigentlich zu die aktuellen Comicfilme, die dann laufen? Ob das sei es jetzt der Neustart vom DC, sei es das Marvel-Universum, weil ich bin ja der große Fan und Liebhaber davon. Da mich interessieren, wie du dann aus deinen Augen vom Comiczeichner das siehst. Naja, also ich bin als Comicleser, der mich ja dann auch zum Comiczeichner und Autoren gemacht hat, nicht mit den Superhelden groß geworden und habe die auch nie für mich so richtig entdeckt. Ach so. Es gibt so ein paar für sich stehende Einzelgeschichten, die dann eben auch von bestimmten Zeichnern umgesetzt wurden, die ich toll finde. Es gibt beispielsweise aus dem DC-Universum Selena's Big Score ist so eine Geschichte, die nur um Catwoman geht, die von einem ganz tollen, leider schon verstorbenen Zeichner gezeichnet und geschrieben wurde, die auch so ein bisschen so einen anderen Touch, so ein bisschen Retro-Touch hat. Solche Sachen habe ich dann schon gelesen, auch Batman Year One, Frank Miller natürlich aber bin da jetzt nicht so, ich hab dann tatsächlich am Ende wahrscheinlich mehr Comic-Helden oder Superhelden-Comic-Filme gesehen als Comics gelesen und muss sagen, das hat mich eine Weile super unterhalten. Und irgendwann hat es mich gelangweilt und ich bin ausgestiegen. Und den letzten, den ich gesehen habe, war dann aber auch wieder hier Superman von James Gunn,
Den fand ich super. Also der hat mich komplett gekickt. Hab ansonsten in Superman überhaupt keine Aktien, finde den eigentlich langweilig. Aber der Film war klasse, der hat mich gut unterhalten. Und es gibt ja, wenn wir von Comic-Verfilmung reden, ja natürlich auch andere Comics, die verfilmt werden. Und Ja, tatsächlich klar. eben auch sehr gute Horror-Comics. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Empty Man gesehen habt. Ja. Weltklasse. Haben wir uns am Wochenende erst unterhalten drüber, Ja, über den Film. also, weil ich ihn wirklich jedem empfehle, den ich kenne und auch den ich nicht kenne. Also ich spreche einfach Leute auf der Straße und sage, hey, schaut euch bitte Empty Man an, weil der Weltklasse ist. Eben, großes Herz, ja, absolut. Ja, ist eine Comic-Verfilmung. Genau, stimmt. Also das ist immer blöd. Comic-Verfilmung haftet natürlich an den Superhelden dran, klar. Ja. Aber es gibt halt wirklich sehr viele tolle Comics, Graphic Ja, aber auch Novels. 30 Days of Night war ja auch sehr, Genau, also fand richtig. ich sehr stark, ja. Super, Genau. ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Hast du dann eigentlich noch einen eigenen Verlag auch irgendwie? Bist du da auch noch irgendwie tätig oder bist du jetzt in Anführungszeichen nur angestellt für 3 Fragezeichen? Oh, wenn ich angestellt wäre, hui, das wäre ein feines Leben. Nee, ich bin selbstständig quasi seit Beginn meiner Zeichenlaufbahn. Ich hatte von 2009 bis jetzt 2024, 25 einen Verlag mit meinem besten Kumpel, den Zwerchfell Verlag. Den hatten wir auch damals übernommen, den gibt's schon länger. Die haben auch mit einige meiner ersten Comics rausgebracht. Und der Verlagsgründer hat 2009 gesagt, Leute, ich habe genug Comics gemacht, ich höre jetzt auf. Und dann haben Stefan und ich gesagt, wir übernehmen den. Da haben wir dann auch diese Idee zu den Toten geboren. Und aber ja, vor 2 Jahren haben wir beschlossen, okay, uns reicht's jetzt auch. Wir haben es jetzt 15, 16 Jahre gemacht. Zeit für was anderes. Okay, also dann ist es jetzt nur noch als freiberuflicher Zeichner, sage ich jetzt mal, tätig und hast keinen Verlag mehr im Hintergrund, sondern Genau, also ich bin von Beruf Zeichner und Autor, freiberuflich und genau. okay. Cool. Du, wir haben jetzt auch schon langsam am Ende der Folge angekommen, aber jetzt da draußen gibt es bestimmt noch irgendjemanden, der diese Fragezeichen nicht kennt. Empfehle mal 1 oder 2 Folgen, die du jemanden ans Herz legen darfst, der die 3 Fragezeichen nicht kennt und so aber trotzdem durch diese Folgen das ganze Spektrum ein wenig abdeckt und sagst, das ist jetzt die Go-To-Folge zu den 3 Fragezeichen. Oha, das ist schwierig, so aus dem reingewachsenen... Das sind verdammt viele Folgen, ne? Ja, also ich würde sagen, wenn es eine Comic-Empfehlung sein soll, würde ich sagen, lest die 3 Fragezeichen der Goldene Salamander. Der spielt im Wrestling-Milieu, der ist jetzt nicht gruselig, aber der hat Action und der geht ab und der hat eine also auf den Fall bin ich sehr stolz, weil er viele Verdächtige hat, ein ganzes Panoptikum an Verdächtigen und das sind alles Wrestler, die ihre Unschuld mit Kayfabe beteuern, sozusagen. Und ist wirklich bis zu einem gewissen Punkt ist es verifiziert. Es ist unmöglich zu sagen, wer es war. Also wenn man es weiß, bis zu einem bestimmten Punkt muss es geraten sein, weil wir das so gut ausgearbeitet haben. Also wir sind richtig, richtig stolz drauf, mein Co-Autor Kalle Klaus und ich. Also macht total Spaß, der Goldene Salamander als Graphic Novel. Wenn es ein Buch ist, würde ich sagen Gespensterschloss, ganz einfach, der erste Band, der ja in der Hörspielreihe nicht der erste Fall ist. Nummer 10, oder? Ist das, oder? 10 oder 12 oder irgendwas, also total random irgendwie und auch total komisch, warum der nicht der erste Band ist. Unbedingt das Buch lesen, weil in der Hörspielfolge die ganze Origin-Story, wie die zu Hitchcock gekommen sind und wie Hitchcock überhaupt denen die Aufträge erteilt, alles raus ist. Die Hörspielserie fängt ja einfach damit an, das ist so, Hitchcock und bla. Und im Buch Gespensterschloss kriegst du halt alles erzählt. Ah, cool. Das ist super. Hörspiel, ich würde sagen Poltergeist, einfach weil es einer meiner absoluten Lieblingsfälle ist, oder der Feuerteufel, weil der Feuerteufel auch so, ich glaube, wenn man jetzt so gerade vom Horror kommt, einen auch abholt, weil da viele Horroranleihen drin sind an
Poe, Lovecraft, fängt an mit Peter, der in einem Halloween-Laden sich eine Zombie-Maske aufsetzt und der ist auch total atmosphärisch. Also Poltergeist oder Feuerteufel, würde ich sagen, als Und da Hörspiel. hingen andere Masken rum von Freddy Krüger und so, war ich gleich am Anfang. Genau. Ich habe jetzt, mein Sohnemann, der hat jetzt nicht mehr die 3 Fragezeichen Kids gehört und dem habe ich jetzt auch gesagt, jetzt hörst du mal eine von den Großen. Und der hat sich nicht mehr finden können, weil für ihn waren die 3 Fragezeichen die Kids. Und dann habe ich ihm jetzt der sprechende Totenkopf empfohlen. Und ich glaube, dass er nicht schon zum 10. Mal hört. Also das war jetzt also eine Folge, die hat ihn jetzt total angefixt und ich bin jetzt auch gespannt, wann es einmal bei ihm weitergeht. Aber die Folge, die hat ihn jetzt so richtig. Das war Sehr vielleicht gut. so ein Tipp von meiner Seite. Ja, und du selbst, sag du mal, was ist deine absolute Lieblingsfolge? Also ich hab mir, was mir sehr gut gefällt, ist das brennende Schwert. Interessant. Weil diese Sektenthematik gefällt mir total. Und wie sich das Ganze dann auch entwickelt und so mit so einer Kleinigkeit, wie das der Titus da also ein Erbe antritt von einer Person, die er eigentlich gar nicht wirklich kennt und so wie das anfängt und zu was sich das dann steigert, so was für eine Tragweite das dann annimmt, finde ich super cool. Und auch der Nebelberg zum Beispiel, den mag ich auch sehr gern. Weil man da eben auch das erste Mal auch der Bob erzählt ja, oder er macht ein Reisetagebuch. Ja. Und wir haben dann da so dazwischen, er ist ja dann einmal verletzt oder Fußverletzung und er spricht ja dann immer wieder in dieses Reisetagebuch oder schreibt da rein und wir hören wir das. Und es war ja für die Reihe auch so zum ersten Mal, dass sowas mit eingeflossen ist und der Fall selber ist halt super. Ich habe jetzt sicher irgendeinen Fall vergessen, vor allem die ersten 20, die kann man bedenkenlos hören. Das ist einfach Hörspielgold. Aber wir sind wirklich, wir haben jetzt irgendwo bei, jetzt weiß ich nicht mehr, wir haben 230 Folgen oder sowas. 230, 31, 24, keine Ahnung. Ich habe auch den Überblick Also, oder den Anschluss verloren. Die fallen jetzt mir auf Anhieb ein, aber ja, man sollte eigentlich alle gehört haben, sagen wir es so. Ja, also alle muss man nicht gehört haben. Nein, was ich zum Beispiel gar nicht mag, sind die normalen Fälle. Also so dieses mit Fußball, Gangster oder so, wenn es irgendwie so diese herkömmlichen Teenager-Kriminalfälle sind, so die eher so in die Richtung TKKG gegangen sind. Mir gefällt es eher, wenn es dann schon diese Scooby-Doo-Grusel-Elemente mit Verstehe. Ja, da muss ich schon auch sagen, da muss ich auch verteidigen, also sowas wie der giftige Gockel beispielsweise ist auch eine Knallerfolge. Die macht mir Hunger. Die Folge, da gehe ich jetzt mal hungrig raus. Drippin' Chicken. Ja. Da ist die Soße schon in der Marinade. Genau. Grüßer Gott. Sehr gut, ja stimmt, die ist super. Ja, hey, Leute da draußen, ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen angefixt mit diesem ganzen Thema. Und Christoph, ich hoffe, du hast jetzt eine gute Zeit mit uns gehabt. Ich fand's super. Ich kann jetzt ewig mit dir ratschen. Das war Gaudi. Aber hallo. Du hast ja letztes Mal gesagt im Hardline, du warst vielleicht auch nicht das letzte Mal da. Vielleicht haben wir mir die Freude, dass wir die 2027 in Regensburg wieder in die Arme nehmen dürfen. Ich weiß nicht, wie schaut's denn bei dir aus? Auf jeden Fall. Also ich bin da ganz wild drauf. Ich komme auf jeden Fall wieder. Super. Weil ich glaube, das war das schönste Filmfestival, auf dem ich jemals war. Ja, geil. Das haben wir gern gemacht. Die Hardline-Community wird immer größer. Sehr schön, das gefreut mich. Sehr schön. Ja, und dann, da du ja so bekennender Horrorfilm bist, dann müssen wir die eigentlich fast nochmal irgendwann einladen und einmal eine Filmbesprechung machen. Das können wir gerne machen. Ja. Da würde ich sagen, das schreiben wir uns einmal noch irgendwo auf, du suchst einen Film aus, irgendeinen, den du gerne mal besprechen würdest und dann haben wir den mal bei uns durch. Das ist eine gute Sache. Ja. Sehr gut. Da muss ich natürlich bei euch gucken, was schon alles besprochen wurde. Hast gleich gesehen, bei 350 Folgen ist da gleich drüber geschaut. Ja, eben. Ihr seid ja produktiver als die 3 Fragezeichen. Das Ja, aber hallo. Vor allem auf unsere kurze Existenzdauer, oder? ja, das ist schon beachtlich. Na, vielleicht übernehmt ihr dann ja die Sprechrollen, wenn die aufhören. Schauen wir mal, wer weiß. Auch schön auf Bayerisch, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist komisch, dass sie das noch nicht gemacht haben, so 3 Fragezeichen in jedem Dialekt irgendwie für jedes Bundesland irgendwie eine Ja, aber Folge. dann halt einmal richtig, weil haben sie doch bei Asterix und Obelix haben sie doch das schon mal gemacht, aber das ist ja gerade dieses Schweinebayerisch, so wie der Harry G. mit jedes zweite Wort ist, oder jedes 5. Wort ist vielleicht mal bayerisch, das andere ist Hochdeutsch, das kannst du finde ich toll reden. Das Antenne Bayern Englisch. Antenne Bayern Bayerisch, so. Ja, genau. Mann, ist Schweinebayerisch. das gemütlich hier. Ja, mit auf deinem Album bayerisch Ein kannst. Maß Bier. Ja, genau, Jetzt ein scheißen. Maß Bier. Haben wir auch Nee, mit dem das geht Scheiß. nicht. Das geht gar nicht. Das stimmt. Machen wir schon richtig. Alright. Ja, das ist super. Da freue ich mich drauf.
Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Und ist da draußen, ich hoffe, es habt Spaß gehabt mit dem Christopher und was er alles an lustige Anekdoten dabei gehabt hat, weil es wird's hoffentlich bald wieder hören in einer regulären Filmfolge. Conny, dir natürlich auch saugeil, dass du dabei warst wieder. Ja, ich bin immer gern dabei. Ich freue mich, wenn ich eingeladen werde in diesen Podcast hier, in diese Illustrierunde. Schon, darfst du dann wieder mit vorbeischauen. Christopher, von mir auch ein fettes Danke, war eine coole Runde mit dir, mit interessante Einblicke in deine Tätigkeit. Und ich werde, wenn ich es dann irgendwann in 8 Jahren geschafft habe, mir die He-Man-Hörspiele zum Einschlafen durchgehört zu haben, steige ich um auf die 3 Fragezeichen und das wird dann das nächste. Sehr gut. Und zwischendrin, checkt wirklich mal die 7 Siegel aus. Wirklich richtig gut. Es gibt, glaube ich, 6 Folgen nur, hast du schnell durch. Ja, die habe ich aufgeschrieben, deine 2 Vorschläge. Cool, das schreibt mir jetzt, das fange jetzt ich halt gleich noch an zwischen Point mit Mark. Genau, so machen wir das. Super. Alles klar. Natürlich euch auch da draußen, die ihr uns beigewohnt habt und wieder unserem Schmerz gelauscht habt. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Nicht von Rocky Beach, musst du jetzt sagen, Conny. Ja, nicht von Rocky Beach. Jo, auch von Rocky Beach. Wir sind der beste Podcast von Rocky Beach. Also, Servus und habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.